Dit is Geschichte Nummer 1, Teil Nummer 3 uit den Martyrerspiel. Der Redner ist Johann Head. Mein Name ist Isaac Dick. Deze verhandeling habe ich den Martyrerspiel genommen, Blatt Nummer 162. Dit is als Jacques de tweede Mal für den Schatzmeister gebracht worden ist, als er in die Gefängnis war. An einem Montag am 10. Januar wurde ich noch einmal für den selben Schatzmeister gebracht, noch ein Gereden, was wir hatten, von seine Frauen an, und hier steht dann, wo wir geredet und verhandelt haben. Wo hast du die Idee in der Zeiten bedacht? Ich bin nichts anderes mehr zu teilen, als was ich die mitgeteilt habe, und willst du mir aber nicht in der Schrift beweisen kannst, dass Christus das angesagt hat, dass einer die Kliniken entdecken soll, glaube ich nicht so an. Und hol mir an der Daub, wenn ich Jesus Christus angesagt hat, und sie noch Aposteln als befohlen haben zu tun. Ab so einer Weise haben die falschen Propheten erreicht, von wann die Schrift sagt, dort sie kommen wollen, und die sind von uns weggegangen. Der Herr sagt, man soll so eine falsche Propheten an ihre Frucht kennen. Und wenn du auch sagst, dass sie von uns sind weggegangen, dort bewies Paulus auch, als er noch in Meleiten wir an der ältesten Teil Ephesus, dort unser Ehrt in über das Gefall, Männer würden abstunden, würden beide Dinge lehren, als doch ich so mein Herr. Du, dort ist so. So, als die mit der Typen umgehen, ist doch nicht eine verdrehte Sache, je in Gottes Wort, bis Christus hat die die befohlen zu typen, Worte glauben, ungerecht und gelehrt sind. Und die Apostel haben auch bloß so nicht gedeibt, wo das Wort annehmen hätten. Und die typen, du gehen bloß so nicht, wo das Wort nicht annehmen oder gelehrt werden können, will sie noch anweiten sind. Das hol ich für ganz verdreht. Dort kannst du her, mein Kind, willst du noch eine Katzerie staats, in die heilige Lehre nicht glauben was. Seit hau, wo die dit wird tun. In Wort läuft schließlich von den Eucharistia. Na, wat meint dort? Das Sakrament von Ultra. Na, was die sagen, von den Herren Abendmahl oder von das Brotbrechen? Jo, dort ist das selbst Ding, Eucharistia, Sakrament oder Abendmahl. Mein Herr, dort ist nicht eigentlich selbst genommen, das Kettmahl, wo die Apostel dort genannt haben. Lukas sagt, wie brüchen das Brot handeln waren eine Hisa. Er hat aber nicht geredet von, dass sie Christus seinen Liefde gebrochen haben. Dort wird Lukas gesagt, dort ist von Gott sein Wort geredet, wenn sie einen jeden einzigen Erzählen leiden. Mein Herr, Christus sagt, du Furious, und unsere Katze, wo das Brotbrechen vernichten, als Paulus nach Antiochus war, in der Versammlung der Nachholendeit, als der Junge uit het Fenster fall, und Paulus am waren hat abgehoben, und als sie waren wieder in ihre Städte gegangen, dann haben sie das Brot gebrochen und gegeten. Sie haben nicht das Wort gegeben. Nur hier redet Paulus noch, war das Hoffnung zu deuen, und dann ging er weg. Dann willst du nicht, dort wann der Prediger die Lied geredet hat, ans Herr des Saals an das Brot ist, mit Fleisch und Blut, kriegt es die Juden an ihre Hänghorden und an den Schützenjorden. Wenn du mich sonst mit der Schrift beweisen kannst, dann will ich zurückbleiben. Sei du bloß ju oder nie, das will ich nur scheren von dir. Ich glaube, wo die Schrift hiervon bewiesen wird. Ich frage dich, als du nicht glaubst, dass er im Sakrament ist mit seinem Fleisch und Blut, so als er am Kreuz wird. Was sagst du? Nicht. Da kann ich gut hören, aber woran wirst du dich so lang, ju oder nicht zu sein? Dort steht geschrieben, sie busig zum Hören, aber langsam zum Reden. Na gut, dann sei nie ju oder nie. Wenn du glaubst, dass er ein Brot ist mit Fleisch und Blut, dann sei ju. Wenn ich nicht würde die sagen ju, wo würde ich die dort mit der Schrift beweisen können, dass er mit Fleisch und Blut zu werden wird? Wann der Priester die Lied geredet hat. Jetzt ich habe dort noch niemals eine heilige Schrift gelesen. Und dann kann ich das auch nicht beweisen. Und wenn ich das nicht beweisen kann, dann will ich das auch nicht sagen, dass das so ist. Dort ist zu hören, dort du doch nicht glaubst, nicht so?
Ik leef hiervan niets wieder, als wat in de schrift geschreven is. En wo soll hij ook een brood staan, wanneer geschreven staat, dat hij in de hemel gevaren is en zat ter rechte kant zijn voeder, en dat hij zijn vien zum schemel zijn feit gelacht heeft. Dan glaubst du nicht, dat hij machtig genoeg is, ter rechten wie zijn voeder te zetten, ook een brood te zenden. Ik glaube, dat hij almachtig is, aber hij kan niets gegen zijn woord, als hij moet wahrhaftig staan, en hij is zelfs de zelfstandige waarheid. Dan wirst du nicht glauben, zoals in de schrift geschreven staat, nehmt, eet, dat is mijn lief, wanneer verjüngt gegeven wordt. Dat glaubst du dan niet, dat het zijn lief is. Na wat hältst du für zijn lief? Dat wat voor ons de hand gegeven is, wat du geleden hebt, en aan den dag staat en reed, oder dat wat hij aan zijn hand hield. Wie dat brood voor ons de hij geeft, is dat brood kriets voor onze zinden gestorben, oder dat brood bloos zijn lief herstellen? Beides. Ik heb niemals gelezen dat er twee Christen zijn, alleen de einzige Zoon Gottes. Na deze twee, dat is bloos einer. En de wien is ook zijn bloed, wanneer de predje de wereld gereed heeft. Wanneer de wien niet is te bloed geworden, blijft hij dan verwieder hans arme bloed, oder wordt hij dan nog water te wien? Wanneer dat woord gereed is, dan is dat brood zijn woord vlees en de wien zijn woord bloed. En dan blijft dat vlees en bloed. Wat wil Christus dan zijn jingen te erkennen geven, wanneer hij zegt, dit is dat bloed, dat Nieuwe Testament, wat vergoten wordt voor vele de zinden te vergeven. En ik zeg, ik wil van nu aan niet meer van dat drinken wat er van Dienstag komt, mijn Herr Christus naamt dat zijn bloed, dat Nieuwe Testament, en kracht naamt hij dat ook nog, dat het een vrucht is, wat er van Dienstag komt. Nou, wo staat dat geschreven? Dan nam ik zijn Duitse Testament, wat hij verzig had, en las hem dat ver. Du musst nicht nur dienen Verstand, du musst nur de Helden leren, zoals Älteste en Prediger en andere Meier, wat van de oude kerk zijn. En die musst du glauben, en nu die musst du die rechten. Ik ben met Paulus in de uitleg ganz tevreden, ohne ergens eine andere te zoeken. Na, wo heeft Paulus uitgelegd over dat sacrament van Altaar? Paulus heeft dat aan de Korinthe uitgelegd en ganz klar gemerkt, wat dat Abendmahl oder dat broodbreken is. Na dan, wie is niet dat? Ik had zijn testamenten nog en las hem den 10. kapitel de eerste versen aan de Korinthe 4, wo Paulus zegt, zoals met de kleur gereed ik, recht zelfs wat ik gezegd heb, de gezegnete kerk wonen wie zenen, is dat niet de gemeenschap met Christi bloed? Dat brood, wat we breken, is dat niet de gemeenschap van Christi zijn lief? Der steht kracht gegen die, dus hier bewijst de apostel klar, dat het vlees en bloed is, en brood en wien. En check maar, zij werden Christi zijn lief leibhaftig. Mijn Herr, wenn deine Meinung noch so bleibt, dann lob mir noch ein bisschen wieder lesen. Du hast bald merken, dat Paulus nicht von den Lief Christi am Fleisch und Blut redet, zoals hij am Kreuz hängen deed, dat hij van zijn gemeinde reden deed, want de Lief is. Als van hij sagt, dat we Gemeinschaft en Teil haben und den Lief, dann sagt hij noch dazu, dat sind viele ein Brot en ein Lief, weil wir alle ein Brot teilhaftig geworden sind. Hier redet der Apostel von einem anderen Lief, hier redet er von seiner Gemeinde. Ich finde nicht, dass Paulus einen Unterschied macht von einem oder von den anderen. Und redet bloß von Christus seinen Lief. Na, wo verstehst du das dann, seinen Lief eten und sein Blut trinken? So als Paulus das selbst zu verstehen ja, dass das eine Gemeinschaft und Mitteilung von Christus seinen Lief ist. Mein Kind, wirst du so verkehrt, geloofst du, dat du met de Gemeinschaft den Lief en dat Blut Christi teilhaftig worden kost, ohne dat du davon aßt? Mein Herr, ich bin nicht verkehrt. Ich hol mir an das Wort Gottes. Na gut, was verstehst du dann damit mit dieser Gemeinschaft? Der Apostel gibt uns zu verstehen,
wann hij in het 16. Kapitel sagt, kijk Israel an nun Fleisch, ohne dort Opfer eiten, sind sie nicht in der Gemeinschaft mit dem Altar? Kijk mal, mein Herr, dort erst das Gleichnis, wann Paulus zum Ungerecht an die Korinther gegeben hat. Kannst du das nicht auch so verstehen? Na jo, hier hielt sich das so. Mein Herr, ich denke nicht, dass es deine Meinung ist, dass diejenigen, die den Altar teilhaftig geworden sind, dass sie von den Altar gegessen haben. Sie haben bloß das Opfer gegessen, was auf den Altar liegen bleibt. So dann hältst du dafür, dass es sich mit dem Sakrament krass so verhalten wird? Mein Herr, ich halte dafür, dass wenn wir das Brot eten, dass wir damit antegnen, dass wir teilhaben an Christus seinen Lieb. Maar dort wir das Brot eten, kriegt sie aus der Israeliten nicht den Altar abeiten, bloß der Opfer, und damit geben sie zu verstehen, dass sie teilhaftig hier den Altar. Wort von Artim, du glaubst doch nicht, dass einer dort an dem gewährten Brot Christus in den Lieb eten wird. Paulus gibt das nicht so zu verstehen, und ich verstehe das nicht so. Es hat nicht eine jämmerliche Sache von Jüd, dass sie das Wort Gottes nicht glauben, wenn sagt, dort ist mein Lieb und dort ist mein Blut, so und so zu meinem Gedächtnis. Ich glaube das Wort Gottes. Christus hat damit verstanden gegeben, dass körperlich nicht wird durchsehen, weil sagt, dass wir dort sollen zu seinem Gedächtnis dienen. Paulus sagt auch, wenn sie das Brot eten in diesen Kelch trinken, soll sie den Herrn sein Tod verkündigen, was kommt. Dann ist körperlich nicht durch, bis erst noch nicht gekommen. Ist körperlich nur seine Wille, in der heilige Lehre allein der Paulus das Wort ut. Ich hol mehr von Paulus allein, als von all der anderen Lehren, und hol mich allein an dort so, als Paulus dort uitgelegd hat. Du machst auch an der heilige Lehre von der Olle Kirche. Ich glaube allein an der Heilige Schrift und an das Wort Gottes. Wenn du an das Wort Gottes glauben willst, dann wirst du auch glauben, dass wenn das Brot gewährt ist, in der wir geredet sind, dass dann den Lieb in das Blut Christi kriegt. Als Christus selbst so sagt, und weil der nicht liegen, als das Mühl von der Wahrheit selbst ist. Ich bitte, dass Christus die Wahrheit ist, aber einer mal achten, wo reden wird. Wenn zum Beispiel sagt, ich bin das Brot, was vom Himmel gekommen ist, und das Brot, was ich geben will, ist mein Fleisch. Glaubst du das? Nee, dort habe ich nicht, glaubst du das? Dort sage ich dir nicht, ich frage dich bloß, durchwegen willst du sagst, einer mal so glauben, so als Christus geredet hat. Kennt man, er sagt, ich bin ein Dienstag, und mein Vater ist der Eigentümer zu den Worten, und Paulus sagt auch, der Stein, von wo die Kinder Israel getrunken haben, dort wie Christus. Nee, so wird man einer nächstes dort annehmen. Dort ist bloß als ein Zeichen ab Christen. So verhält sich dort auch mit dort, wo wir hier reden. Dort ein Sakrament, und uns hingeladen erst zum Andenken an Christen. Mein Herr, kijk mal Israel an, nun Fleisch. Dort Lohn, was sie eten leiden, dort ging durch, und sie nahmen dort in ewiges Gedächtnis. Dort sei durch die starke Hand Gottes in Ägypten, und durch die Dienstbarkeit getragen wird. Und gerade so ist auch das Brot, was wir brechen. Ein Gedächtnis mit Christus, was uns in den Sünden und in den ewigen Tod losgemacht hat, und von der Dienstbarkeit von Teufel getragen hat.
ihn kaum, eine Stachelkrone nur noch. Der Schwarze nannte es klein.